Hey, schön mit euch allen zusammen Gottesdienst zu feiern. Ihr, die da sind, ihr, die hier im Livestream sind. Das ist irgendwo speziell, aber irgendwo auch cool, dass wir so trotzdem miteinander verbunden sind, trotzdem können zusammen Gottesdienst feiern, auch wenn die einen vielleicht an ganz anderen Ort sind, die jetzt die vielleicht sogar so halb waagerecht am Liegen im Sofa. Das ist auch cool, das ist doch eine gute Sache. Ich möchte beten, bevor wir in die Predigt einsteigen. Jesus, ich danke dir, dass du das Zentrum bist von unserer Kirche, dass es um dich geht. Und ich liebe das, wie wir das in dem Song vorher gesungen haben, dass wir auf dich zurennen können. Und dass Nachfolge ist, dir nachlaufen, Schritt für Schritt. Und ich möchte da heute Morgen nochmal entdecken, was das bedeutet und wie du ein Gott bist, der ein leichtes Joch für uns hat, nicht ein schweres. Und wie du mit uns den Weg gehst, mit jedem Einzelnen von uns, in dem Tempo und auf die Art und Weise, wie es für uns gerade passt. Amen. Es ist cool, dass auch ihr Teens da sind, mega lässig. Es ist ein bisschen dumm gegangen mit dem Abschluss, aber das macht nichts. Den holen wir nach. Wir sind in dieser Serie «Alltäglich Glauben» und wir tun uns immer am Anfang der Predigt, stellen wir uns vor, wir sind direkt einer der Jünger und wir sind mit Jesus unterwegs. Und darum dürft ihr es euch bequem machen, könnt euch innerlich 2000 Jahre zurückversetzen und euch vorstellen, du bist einer der Jünger. Du sitzt gerade allein auf einem Dach von dem Haus, wo du zusammen mit den anderen Jüngern von Jesus immer hingeht, wenn ihr in Jerusalem seid. Ihr seid gestern angekommen und es war eine gewaltige Erfahrung. Jesus ist von einer jubelnden Menge begrüßt worden. So ist eure Ankunft in Jerusalem noch nie gewesen. Jetzt bist du froh, ist der Trubel ein bisschen hinter dir. Das ist so ein ruhiger Moment. Du ganz allein auf dem Dach in Jerusalem, Abendstimmung, Sonnenuntergang. Das ist eigentlich so ein Moment, wo wir heute das Handy nehmen und für Instagram ein Foto machen. Ich habe euch eins mitgenommen. Und ihr seht, wie das aussehen kann, wenn es dann vielleicht noch kommt. Ja, genau, etwa so, oder? Du bist jetzt schon eine Weile mit Jesus unterwegs. Nicht gerade am Anfang erst. Und hey, Jesus hat dich wirklich von Anfang an fasziniert. Seine Worte, die er geredet hat, sind so tiefgründig, tiefer als alles, was du je gehört hast. Seine Ausstrahlung ist so einzigartig, so anziehend. Man ist einfach gern um ihn herum. Denn das, was er macht, Wunder und so weiter, so echt, so übereinstimmend, authentisch mit dem, was er sagt. Eigentlich alles top. Aber was du auch feststellst, ist so ein bisschen eine kleine Ernüchterung. Oder wenn du jemanden neu kennenlernst, ist natürlich immer alles so super romantisch, mega cool, man sieht einfach nur das Positive. Aber in der Zwischenzeit ist so diese Phase ein bisschen durch. Und da hat es schon so einen Moment gegeben im Unterwegssein mit Jesus, wo du dich ein bisschen gefragt hast, hey, was ist jetzt mit ihm los? Wo dich vielleicht sogar ein bisschen darüber genervt hast. Könnt ihr euch das vorstellen? Zum Beispiel, jetzt gerade vorher, bei dem Ritt über den Ölberg, wo in Jerusalem, wo die Party war, wo die Leute so Jesus gefeiert haben, wo er in die Stadt gekommen ist, wie ein König. Und dann, was macht Jesus? Plötzlich wird er völlig emotional. Er hat angefangen zu heulen. Und das wegen einer Stadt. Nicht, weil irgendetwas Schlimmes passiert ist. Klar, es ist Jerusalem, oder? Es ist die Hauptstadt, das religiöse Zentrum. Aber doch so in dem Moment, wo er so einen triumphalen Einzug hat, irgendwie fast unpassend. Viel zu emotional. Du hast gefunden, das ist doch jetzt schon fast ein bisschen peinlich in dem Moment. Jeder weiß doch, dass grosse Männer möglichst keine extremen Emotionen zeigen sollten. Immer beherrscht sind, immer alles unter Kontrolle haben. Das gehört zu den guten Tugenden. Und dann ist es emotional weitergegangen. Die Trauer, die Jesus hatte, hat sich irgendwo nachher so in, man kann sagen, Wut verändert. Oder vielleicht ist es Eifer für Gott, aber du weißt nicht genau, was es war. Aber Jesus ist in den Tempel und hat dort den Tisch umgeworfen und hat die Händler rausgeschmissen und gesagt, sie haben da nichts zu suchen, sie sollen gehen. Und du hast so gedacht, uiuiui, Jesus, jetzt, wieso so emotional jetzt gerade?
Und während du so ein bisschen weiter studierst, kommen dir noch andere Momente in den Sinn, wo Jesus mit starken Emotionen reagiert hat. Sich hinreissen lassen hat zu Sachen, wo die Leute erstaunt haben und wo an dir vielleicht manchmal fast ein bisschen unangebracht erschienen sind. Zum Beispiel war da ein Aussätziger, wo Jesus regelrecht fast angefallen hat, der einfach angerannt ist, ihm vor die Knie gefallen ist. Du wolltest Jesus wegreißen, oder? Weil 2 Meter Abstand muss man haben, oder jetzt sind es 1,5 Meter Abstand. Und gerade bei Aussätzigen ist das besonders wichtig, weil man sich ja da anstecken kann. Aber Jesus hat gesagt, hey, ist gut. Er hat Mitleid gehabt mit ihm. Du hast gesehen, wie er zutiefst getroffen war, Tränen in den Augen hatte. Und ihn angelangt hat sogar und geheilt hat. Oder so ein Moment, wo ihr ein bisschen Ruhe gebraucht hättet, wo ihr unterwegs waren, du bist müde gewesen, du bist froh gewesen, dass ihr euch ein bisschen über den See gehen könnt mit dem Bötli und euch zurückziehen. Und dann kommen ihr dort an und schon wieder sind mega viele Leute herum gewesen, die alle etwas wollen von Jesus. Ihr habt euch so ein bisschen als Jünger schützend um ihn gestellt und wollten ihn so ein bisschen wegführen von den Leuten. Aber Jesus hat euch aufgefordert und gesagt, hey nein, lasst die Menschen zu mir. Und du hast ihn beobachtet und gesehen in seinem Gesicht so eine Warmherzigkeit, so ein, wo du gemerkt hast, ein Mitgefühl mit Jesus. Jesus hat wie nicht anders können. Und irgendwie ist es inspirierend, das zu miterleben, aber irgendwie hat es dich manchmal schon ein bisschen genervt. Du bist ja auch gerade dort in der Situation, du bist müde gewesen und Jesus, jetzt müssen wir doch einmal einen Moment einfach für uns schauen und uns selber etwas gönnen. Und du reflektierst weiter und dir kommen noch andere so Begebenheiten in den Sinn, wo Jesus so ein weiches Herz gezeigt hat, Gefühl gezeigt hat. Obwohl es eigentlich dazu mal wirklich nicht schicklich war, Gefühl zeigen. Und du merkst, wie es in deinem Herz so oft in diesem Moment einfach anders ausgesehen hat. Und du fragst dich, ja, müsste ich nicht auch ein bisschen mehr so fühlen, wie Jesus gefühlt hat? Die Sonne geht runter und wir sind wieder im Heute, jetzt hier im Gottesdienst und fragen uns, was wir heute aus dem mitnehmen können für uns. Und wir möchten heute nochmal so eine Seite von Jesus entdecken, nämlich sein weiches Herz. Und damit ist nicht einfach gemeint, dass Jesus ein Softie war. Das wissen wir wirklich genug gut, oder? Er hat sehr Sachen ganz klar können ansprechen und die Begebenheit im Tempel. Aber so, Jesus hatte so ein Stück weit emotionale Seite gehabt. Jesus hat Emotionen gehabt, oder? Da sind wir uns manchmal gar nicht so direkt bewusst, oder? Wir wissen, ja, Jesus ist Liebe, er hat alle Menschen geliebt, das verwundert uns nicht, aber er ist manchmal ziemlich emotional geworden. Ein bisschen ungewohnt. Wenn wir Bilder von ihm sehen, oder, dann wird er immer so beherrscht und kontrolliert, ganz ruhig dargestellt, immer gelassen und freundlich. Ich habe noch so ein Bild mitgenommen. Ein bisschen so, oder? Das ist so das typische Bild von Jesus. Aber Jesus hat die ganze Bandbreite von Emotionen kennt, die wir Menschen auch kennen. Alles, was auch im Zusammenhang mit Liebe dazugehört. Ärger, Traurigkeit. Er hat sich freuen. Und was wir an vielen Stellen sehen, ist, dass Jesus so ein ganz starkes Mitleid mit Menschen hatte. Wir haben so jetzt verschiedene Passagen oder Bezug darauf genommen. Und ein Wort, das in allen diesen Passagen vorkommt, wo wir jetzt durchlebt haben, beschreibt so die Emotionalität von Jesus auf eine ganz besondere Art und Weise. Es ist ein Zungenbrecher, das Wort im Griechischen. Es heisst Splanchnizomai. Ich kann so da vorne kommen, wir sagen das mal alle zusammen. 1, 2, 3, Splanchnizomai. Genau, ist wirklich, und es ist nicht nur ein Zungenbrecher, schwierig zum Aussprechen, sondern es ist auch schwer, um es wirklich treffend zu übersetzen. Wir sehen, dass auch die deutschen Bibelübersetzer sich so ein bisschen schwer tun haben mit dem Wort, wie sie das übersetzen sollen. Das Müsterli zum Beispiel beim Luther, wenn man Markus 1, Vers 41 anschaut, heisst es, und es jammerte ihn.
Und er streckte seine Hand aus, rührte ihn an und sprach zu ihm, ich will's tun, sei rein. Das ist die Begebenheit mit dem Aussätzigen, wo gekommen ist, wo der Luther sagt, es jammerte ihn. Und es ist so ein bisschen, okay, was müssen wir uns darunter vorstellen? Es jammerte ihn, ist irgendwie eine jämmerliche Situation. Dann in der NGÜ, schauen wir an, wie es dort übersetzt ist, die Situation, wo Jesus die Menschen zu sich gelassen hat, als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Er nahm sich darum viel Zeit, sie zu lehren. Also die NGÜ übersetzt das mit tiefes Mitgefühl. So ganz starkes. Und die Elberfelder, und das versucht sehr wörtlich zu machen, schreibt in Matthäus 20,34, das ist dort, wo zwei Blinde zu Jesus gekommen sind. Jesus aber, innerlich bewegt, rührte ihre Augen an und sogleich wurden sie sehend und sie folgten ihm nach. Splanknizomai. Es ist ein mega starkes Wort und es ist vielleicht auch so schwierig zum Übersetzen, weil es einen anatomischen Bezug hat. Also es heisst Splankna, das bedeutet die Innereien, das Herz, das Innere von uns, unsere Eingeweide, kann man so sagen. Und Splanknizomai heisst, die Eingeweide umdreht überkommen. Also so fest von Mitleid und Erbarmen betroffen sein, dass du das Gefühl hast, es drüllt da alles rein, alles in deinem Bauch hinein. Also ein mega starkes Gefühl von dem innerlichen Bewegtsein von Mitleid und Erbarmen so stark, dass sich in deinem Inneren etwas abspielt, in deinem Körper, dass du es mit dem ganzen Körper kannst mitfühlen. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das so im Zusammenhang mit anderen starken Emotionen, manchmal auch mit Freude, oder? Wenn du plötzlich verliebt bist, Schmetterling im Bauch, wo du merkst, ui, da drin, da lebt es, da geht etwas. Oder auch, wenn du auf etwas eine riesige Vorfreude hast, oder? Dann auch, das ist manchmal so, du merkst in deinem Bauch, in deinem Magen, in deinem Inneren, da geht etwas. Aber auch andere so starke Emotionen, oder? Wenn dich etwas enorm trifft, etwas enorm schmerzhaft ist, dann wird es dir manchmal so richtig schlecht im Magen. So flau und du verlierst den Appetit und es geht nicht mehr, wenn eine Krankheitsdiagnose vielleicht kommt. Oder Kündigung, oder ein vernichtendes Feedback, oder sonst etwas sehr Schwieriges. Und was wir bei Jesus sehen, ist, dass er immer wieder so eine tiefe, innerliche Ergriffenheit hatte, die so beschrieben wird mit eben, dass es ihm schier den Magen umdrüllt hat. Also nicht nur eine äußerliche Ergriffenheit, sondern auch tiefe innere. Die Not und die Situationen von Menschen um ihn herum haben ihn so getroffen, haben ihn so bewegt. Zum Beispiel eben der Aussätzige, der in seiner Not zu Jesus gekommen ist. Aussätzige sind in der damaligen Zeit Ausgestoßene gewesen. Ihr könnt euch das vorstellen, so quasi als lebenslange Quarantäne. Sie sind krank gewesen, sie mussten weg von ihrer Familie, sie mussten außerhalb der Ortschaft leben. Niemand durfte mit ihnen in Kontakt kommen, kein Körperkontakt mit niemandem. Und vielleicht können wir das heute, jetzt dank Corona, uns sogar noch ein bisschen besser vorstellen als vorher amigs, oder wenn du weißt, wie es ist, müssen Quarantäne haben, oder wenn du viel Kontakt hast mit jemandem, der in der Risikogruppe ist, wo es schwierig ist. Und die haben damals keinen Zoom gehabt. Die nicht einfach heim telefonieren und sich so zu sehen. Sie haben auch nicht dürfen am Gottesdienst teilnehmen, haben nicht dürfen in die Synagoge. Kein Livestream gehabt, die heim aufs Sofa. Und Jesus hat tief mitgefühlt mit ihnen. Oder die vielen Menschen, die er da gesehen hat, die wie beschrieben sind wie Schafe, die keine Hirten haben. Wenn man die Situation damals anschaut, ist Krisenstimmung in diesem Land gewesen. Die Menschen haben in unfassbarer Armut gelebt. Sie haben nicht wirklich eine Leitung gehabt, haben nicht gewusst, wie und an was dass sie sich orientieren sollen. Die geistlichen Führer sind ratlos gewesen, untereinander zerstritten, oder? Die Pharisäer und die Sadduzäer, die sind auf Kriegsfuss miteinander und für die Leute ist es vielleicht schwierig gewesen, wem schliesse ich mich an, welche haben jetzt Recht. Genauso die weltlichen Führer, König Herodes und seine Familie, die sind untereinander verstritten gewesen, haben sich gegenseitig umgebracht und so weiter,
haben nur das eigene Wohl gesucht, aber nicht das vom Volk. Dann die Römer, die das Land beherrscht haben, wo Krieg und Aufstände gewalttätig aufs Übelste niedergeschlagen haben, wo ganz viele auch Unschuldige darunter gelitten haben. Dazu verschiedenste Endzeitprediger, die umgegangen sind. Auch da finden wir ein Stück weit fast ein bisschen Parallelen zu der heutigen Zeit, oder? Wo es auch so vieles ungewiss ist, nicht sicher ist, wie es weitergeht. So eine geistige auch Orientierungslosigkeit, die geherrscht hat. Und Jesus hat es zutiefst berührt, die Menschen zu sehen, was das mit ihnen macht, wie es ihnen geht, und hat sich Zeit genommen für sie. Oder die Blinden, oder, die bei ihm Hilfe gesucht haben, die physisches Leid hatten. Blind, die haben wahrscheinlich betteln, die haben nicht wirklich einen Beruf können ausüben. Sind auch häufig allein gewesen. Es hat nicht so ein System gegeben, das ihnen geholfen hat. Und Jesus hat das Herz gehabt, das sich von diesen Nöten, von den Menschen so fest berühren lassen hat, dass er nicht anders hätte können, als etwas dagegen machen. Dass es ihn bis in sein Innerste hinein bewegt hat. Die gute Nachricht in dem Sinne ist, dass auch dein Leid, dein Schmerz, deine vielleicht schwierige Situation, wo du drin steckst, Jesus ist bis ins Tiefste hinein berührt. Dass das, was ihn damals berührt hat, dass er ein Herz hat, das sich auch heute noch von dem berühren lässt. Wenn du dich in der jetzigen Situation oder vielleicht generell im Leben orientierungslos fühlst, hilflos fühlst, wenn es dir vielleicht selber den Magen umkehrt vor all deinen Nöten und schwierigen Situationen oder den Sachen, die um dich herum sind, Jesus geht es auch so. Er sieht das, er fühlt mit dir. Wenn du physisches Leid erlebst, Jesus ist es nicht egal. Es bewegt ihn. Und ich habe mich dann gefragt, was das für uns heute heissen kann oder wie das bei mir, in meinem Leben heute aussieht. Und du kannst dich fragen, wie es in deinem Leben aussieht. Kennst du selber so Emotionen im Zusammenhang mit dem Leid oder Situationen von anderen Menschen, wo es dein Herz so stark bewegt, dass du das innerlich merkst, dass sich etwas in dir hinein bewegt? Ich habe gemerkt, ich kenne das vor allem auf Situationen, die mich selber irgendwo direkt betreffen. Oder wir können oft erst mitfühlen, wenn es selber mit uns, wenn wir irgendwo betroffen sind. Ich bin zum Beispiel früher in der Schule öfters gemobbt worden. Wegen kleinen Äußerlichkeiten, nichts Wildes, über mehrere Jahre. Und das macht etwas mit mir oder hat etwas mit mir gemacht, hat mich verunsichert. Und zum Glück hat Gott mein Leben verändert, er hat mich wirklich zutiefst verändert, aber etwas ist geblieben. Wenn ich heute mitbekomme, dass irgendjemand gemobbt wird, wegen irgendeiner kleinen Sache, wo die Person nichts dafür kann, wegen etwas Äußerlichem, dann kehrt es mir den Magen um. Dann passiert etwas in meinem Inneren, dann kann ich nicht zuschauen, ich muss etwas machen. Dann splankt nicht so meins in mir, oder? Und vielleicht auch gerade, wenn ihr als Teenies da sind und das vielleicht manchmal auch selber erleben, das ist extrem schwierig, Mobbing mitzuerleben, aber ich möchte dich ermutigen, Gott kann dich verändern, Gott kann all die Unsicherheit und all die Sachen kann er völlig wegnehmen. Lasst euch nicht klein kriegen in dem hinein. Und macht nicht mit, wenn es andere machen. Und unternehmen etwas dagegen. Sind die anstehen und sagen, hey, das geht nicht. Ich kenne es vielleicht auch, wenn es um jemand anders geht, oder, wo ich mega gerne habe. Und Steffi, dann weiss ich, da kann es mir wirklich, wenn irgendetwas mit ihr ist, wo nicht gut ist, dann du kennst es vielleicht aus eigenen Situationen, wo das irgendwo passiert. Aber wir müssen eingestehen, dass mein Herz sehr oft kalt und gleichgültig ist gegenüber dem Leid von anderen Menschen und Situationen, die irgendwo ein bisschen weiter weg sind, die nicht gerade in meinem innersten Kreis hinein sind. Zum Beispiel bin ich mal in Indien für etwa einen Monat. Und manchmal hat es mich einfach kalt gelassen, zu sehen, wie Leute auf der Straße leben, dort sind, das müssen verdienen, dass sie irgendwo Essen haben und können leben. Und ein Stück weit ist es ein Schutzmechanismus, das bin ich mir auch bewusst, oder? Weil es gibt weltweit so viel Leid, wir würden irgendwo auch durchdrüllen, wenn uns alles Leid, das wir irgendwo mitbekommen, das so tief beschäftigen. Und darum legen wir uns manchmal so ein Schutzschild zu tun,
wo uns von dem fremden Leid auch irgendwo trennt und abspaltet, weil wir es irgendwie nicht handeln könnten. Und da spielen aber auch Zeitungen und Tagesschau und so weiter eine riesige Rolle drin, weil du kommst so viel mit über, viel mehr, als dass wir eigentlich verarbeiten können und handeln können. Und das führt aber dann im Umkehrschluss eben häufig dazu, dass es uns irgendwo auch fast immun macht dagegen. Dass wir das Zeug hören und sehen, aber es ist so weit weg, dass wir uns davon nicht mehr berühren lassen. Und dass es uns dann aber, weil wir uns von diesen Sachen nicht mehr berühren lassen, führt es manchmal dazu, dass wir uns auch aus diesen Sachen, die näher an uns dran sind, irgendwo auch nicht mehr gleich berühren lassen. Weil wir in der Ferne so krasses Leid sehen, dass das, was in der Nähe ist, wo uns vielleicht manchmal weniger krass erscheint, oder eben, weil wir uns somit abschotten, irgendwo uns auch in der Nähe nicht mehr wirklich berühren lassen. Wie oft bleibt dein Herz kalt bei Ungerechtigkeit, gleichgültig, wenn es die Not sieht von anderen? Wie schnell unterdrückst du die Gedanken und Emotionen? Oder wie schnell sind wir so mit rechtfertigenden Aussagen ready, dass wir sagen, ja, ich kann ja eh nicht alles ändern. Die Sache ist zu komplex, es ist zu gross. Wenn ich jetzt noch etwas versuche, das ändert eh nichts an der Sache. Oder dass wir sagen, ja, ich kann nicht alles als meine Aufgabe anschauen. Es gibt ja noch andere, die sind näher dran. Sollen die etwas machen? Oder manchmal auch sind wir beschäftigt mit unseren eigenen Problemen und sagen, ich habe schon mit dem mehr als genug zu tun. Ich kann mich jetzt nicht auch noch auf das einlassen. Ich glaube, unsere Kultur hat uns gelernt, so zu denken und so Emotionen und so Impulse zu unterdrücken, wenn es uns trifft. Und gerade wir Schweizer sind generell nicht unbedingt als hochemotionale Menschen bekannt, oder? Wir sind grundsätzlich eher ein bisschen beherrscht, ein bisschen kontrolliert, geplant, souverän, immer freundliches Gesicht wahren, gut dastehen. Ja, nicht zu fest auffallen durch Emotionen, die irgendwo jemandem schräg reinkommen könnten. Ich möchte da niemandem auf den Schlips treten. Und manchmal sogar, wenn wir Leute erleben, die ein bisschen emotionaler sind als wir, oder, dann sind wir manchmal eher so ein bisschen, ja, das ist gut. Reagieren wir manchmal ein bisschen so. Und das ist ein Konzept, das aus der griechischen Philosophie kommt. Und wo wir manchmal merken, wie fest das uns die griechische Philosophie prägt hat, viel mehr als uns Jesus prägt, unsere Kultur. Wo die griechische Philosophie sagt, hey, immer eben Emotionen ja nicht zu fest tun lassen, möglichst ohne grosse Emotionen, möglichst alles nur über den Kopf entscheiden. Und wo Jesus uns etwas ganz anderes vorgelebt hat. Und ich habe mich gefragt, ob wir wirklich unser Herz manchmal zu fest abgestumpft haben gegenüber der Not um uns herum. So dass wir manchmal gar nicht mehr recht in der Lage sind, das tiefe Mitgefühl, das uns bis ins Innerste trifft, zu empfinden. Und ich weiss, in mega vielen von uns, oder, das Erste, was kommt, sind doch wieder die Ausreden, ja, aber was soll ich denn? Aber ich möchte es schnell umdrüllen und sagen, lassen wir doch jetzt den Gedanken mal an uns an. Wo lässt du dich noch berühren? Und wo schaltet es ab? Was löst es in dir aus, den Surprise-Verkäufer zu sehen, der da seine Zeitung verkauft, der wahrscheinlich einen Bruchteil von dem Einkommen hat, was du verdienst? Was lösen die Flüchtlinge im Asylzentrum in dir aus, die nicht wissen, wie es weitergeht, die vielleicht von ihren Familien getrennt sind und die irgendwo einfach hoffen, durchzukommen, dass das Leben irgendwann besser wird? Was löst es in dir aus, wenn du von jemandem hörst, der eine Schockdiagnose bekommen hat, eine schlimme Krankheit, vielleicht sogar Krebs? Was löst es aus in dir, wenn du deinen Nachbarn siehst, der einsam ist, der allein ist und Tag für Tag allein auf dem Balkon hockt? Was löst, gerade ein aktuelles Thema, was löst die Not von Millionen von Afroamerikanern in Amerika in dir aus? Rechtfertigst du dich, dass du ja kein Rassist bist? Oder lässt du dich irgendwo berühren von dem? Was macht es, wenn du Bilder von Katastrophen oder Terror siehst? In der Tagesschau oder in der Zeitung? Oder Menschen, die irgendwo einfach hoffnungslos sind und das manchmal vielleicht sogar auf mühsame Art und Weise irgendwo zeigen. Menschen, die ohne Jesus leben.
Fällt dir das überhaupt auf? In dem Sinne ist mir die Steffi ein mega Vorbild, wo ja, ich sie schon erlebt habe, dass sie einen Moment hatte. Ich glaube, ich darf das schon sagen, Steffi, oder? Ja, wo sie hat müssen brüllen über ein Leben von anderen Menschen, wo Jesus nicht kennen. Nicht einmal in einer mega krassen Situation, aber einfach, weil sie Jesus würden brauchen. Wann hast du das letzte Mal über ein Leben von jemand anderem brüllt? Manchmal werten wir Emotionen so negativ, oder? Dann sind wir das gelernt worden. Hey, lass dich ja nicht von deinen Emotionen leiten. Emotionen sind ein schlechter Ratgeber. Und das stimmt vielleicht in gewissen Situationen, oder? Aber Gefühle sind nicht per se schlecht. Gott hat sie geschaffen, sie bereichern unser Leben. Und das Leben soll nicht einfach rein auf Emotionen aufbauen sein, da bin ich einverstanden, aber auf Gottes Wahrheit, verbunden mit Emotionen oder mit einem Herz, das von Gottes Geist kann berührt werden. Für Situationen, wo Gottes Herz berühren. Und ich habe gemerkt, jetzt ist irgendwo so ein bisschen eine schwierige Situation. Oder vielleicht merkst du, dass dein Herz im Vergleich zum Herz von Jesus manchmal wirklich ein bisschen abgestumpft ist und kalt ist. Ich habe das gemerkt, oder? Und dann sind wir noch in dieser Serie, oder, wo wir verschiedene so Herzenshaltungen von Jesus angeschaut haben. Und die sind manchmal wirklich recht herausfordernd gewesen. Vielleicht hast du auch eine herausfordernde Serie gefunden und gemerkt, hey, ich habe eigentlich in jedem von diesen Bereichen ein Stück weit noch recht Potenzial. So Demut, ein weites Herz, eine dienende Haltung zu haben, die nicht auf sich schaut, sondern auf die anderen schaut. Ein Herz, das sehend ist, das mit Gottes Augen schaut. Und irgendwie merken wir wahrscheinlich in gewissen Bereichen, hey doch, da ist etwas schon gegangen in meinem Leben, aber eigentlich merkst du, in jedem Bereich geht noch mehr. Und es tönt so nach Arbeit und anstrengend und was mache ich jetzt damit, oder? Vielleicht haben die einen sogar das ein bisschen als einen Druck empfunden an dieser Serie, so wow, jetzt sollte ich noch demütiger werden, jetzt sollte ich noch mehr dienen, jetzt sollte ich noch mehr Ausschau halten nach anderen, jetzt muss ich irgendwie noch schauen, dass mein Herz weich wird. Und ich merke, ich glaube, wenn wir auf diese Schiene kommen, so, dass wir es mit einem Druck hören oder mit ich muss jetzt und was muss ich jetzt machen, dann kommen wir auf die falsche Schiene. Unsere erste Reaktion ist oft, dass wir versuchen, unseren Willen zu verändern. Dass wir hingehen und sagen, jetzt muss ich das machen, jetzt sollte ich mehr das machen, jetzt die Auswirkungen irgendwo anschauen, aber was Jesus wirklich möchte, ist unser Herz verändern. Wir arbeiten so oft am Äußeren, an den Sachen, die wir machen. Aber was Jesus möchte, ist unser Herz verändern. Ihm geht es um das, oder? In der Sprüche 4,23 heißt es, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Wirkliche Veränderung passiert immer zuerst in unserem Herz. Und wenn wir in erster Linie einfach versuchen, wenn wir die Sachen hören, bessere Menschen zu werden und Jesus so ein bisschen als vor allem moralisches Vorbild sehen, dann kann sich zwar vielleicht unser Verhalten ein Stück weit ändern, aber oft bleibt es in unserem Herz gleich, wie es vorher war. Weil wir das Verhalten angehen, aber nicht unser Herz. Und dann wird es irgendwo ein Krampf, dann wird es vielleicht sogar zu einem Kampf, wo wir, und dann können wir schnell in etwas abrutschen, wo man sonst im Normalfall als Religion bezeichnet. Ein Set von Regeln und Gesetzen und so soll es sein und so soll es sein und das sollst du machen. Und versuchen es aus eigener Kraft zu befolgen, wo eigentlich in der Bibel ganz klar steht, dass wir das nicht können. Und dann wird es anstrengend. Und dafür verpassen wir es, oder? Jesus, was er wirklich möchte, ist unser Herz verändern, unser Innerste. Schon im Alten Testament, der Prophet Hesekiel im Kapitel 36, Vers 26, gesagt, und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Das ist das Bild, dass Gott unsere Herzen in unserem Innersten innen möchte verändern. Dass unser Herz so kann werden, wie sein Herz ist. Veränderung muss drinnen anfangen. Sie passiert dort, wo wir Jesus als unseren Retter annehmen. Die Bibel redet davon, dass wir
dann wie neu geboren werden, ein neues Herz überkommen. Und es geht weiter, oder? Im Kolosser 3, im Neuen Testament, Vers 9 bis 10 heißt es: Ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen, den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen, und habt das neue Gewand angezogen, den neuen, von Gott geschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlich werdet. Und das ist ein Vers, wo man das Detail schnell überliest, oder? Das heißt, der neue Lieb, das neue Ich, das neue Leben, das anfängt, wenn wir mit Jesus anfangen zu leben. Aber mit dem ist es nicht passiert. Er sagt, der neue Lieb wird fortwährend erneuert. Das, was Jesus neu gemacht hat in dir, ist noch nicht fertig. Es ist nicht einfach, ja, du nimmst Jesus in dein Leben auf und dann noch ein neues Herz bekommen und ab jetzt ist alles. Sondern es steht da, dass Gott uns fortwährend immer wieder möchte erneuern, Stück für Stück. Unser Herz möchte ändern, so dass wir seinem Bild ähnlicher werden können. Gott möchte dir ein neues Herz geben, das ihn immer besser kennenlernen kann, wo ihm immer ähnlicher werden kann. Und er möchte das tun in dir. Du kannst es nicht einfach aus eigener Kraft, oder ich kann nicht einfach sagen, mein Herz ist jetzt anders. Ich habe jetzt ein weiches Herz. Ich habe jetzt ein tieferes Mitgefühl mit anderen. Wie können wir jetzt also so ein verändertes Herz bekommen? Dass es nicht einfach mehr sich anstrengen ist, sondern nicht einfach eine Pflichterfüllung, nicht einfach ein Druck. Das ist das, was wir in dieser ganzen Serie, oder? Es ist uns von Anfang an um das gegangen, um eine Herzensveränderung und nicht einfach um Verhaltensveränderung. Und ein Schlüssel, nicht nur zu einem weicheren, sondern eben auch zu einem demütigeren, zu einem weiteren, zu einem dienenderen oder zu einem sehenderen Herz. Ich habe 4 so Schlüssel. Und das sind absolute Basics eigentlich, aber wir müssen die richtig kriegen. Wenn wir die nicht richtig machen, dann bauen wir unser Leben auf irgendwelchen Sachen auf, die schwierig sind. Das eine ist, wir müssen uns immer wieder von Jesus inspirieren lassen. Wir müssen uns seiner Wahrheit aussetzen. Das, was er in der Bibel sagt, das, was er uns gelehrt hat in den Evangelien. Die Art und Weise, wie sein Königreich funktioniert. Die Prinzipien, die Werte, die halt manchmal so gegensätzlich sind von dem, was wir in der Welt erleben. Wir müssen uns das immer wieder vor Augen behalten. Immer wieder sagen, hey, das ist eigentlich der Maßstab. Das ist eigentlich, wie Jesus uns geschaffen hat. Das ist eigentlich, wie er möchte, dass die Welt funktioniert. Und erst wenn wir das machen, dann sehen wir plötzlich, wo dass wir eben wirklich noch Potenzial haben. Und ich hoffe, dass die Predigtserie eben genau das können in dir und in mir auslösen, zu merken, hey, ja, ich habe noch Potenzial. Hey, ja, da gibt es Bereiche, wo in meinem Herz wirklich noch etwas passieren kann. Wenn wir die Wahrheit über sein Wesen, seine Art und Weise verstehen, dann ist es wichtig, dass wir nicht einfach an diesem Punkt stehen bleiben und dann eben uns einfach anfangen, ein bisschen mehr Mühe geben, sondern was das auslösen soll, ist, dass wir so ein bisschen etwas davon schmöcken, was noch sein könnte. Dass wir etwas davon ahnen, zu was Gott uns eigentlich, oder in was Gott uns eigentlich möchte verwandeln. Eine Sehnsucht soll geweckt werden, wo uns nicht einfach in einen Aktivismus hineinführt, sondern zu Jesus, in die Beziehung zu ihm. Das ist der zweite Punkt, wo in dieser Beziehung, dass wir anfangen, uns ausstrecken nach dem. Und Jesus sagt, hey, ich möchte mehr so sein. Ich sehe es, wie was rauskommt, wenn ich so bleibe, wenn ich bin. Und wie du eigentlich gedacht hast. Und ich möchte mehr zu dem werden, wo du mich gedacht hast. Und dann braucht es vielleicht manchmal so einen Moment, wo du merkst, hey, wir tun die und die Sachen leid. Ich habe dort mich so daneben benommen, oder es war so nicht in deinem Sinn gewesen, Jesus. Und dann müssen wir darum bitten. Im Gebet, mit Ernsthaftigkeit, vielleicht mit Ausdauer. Es ist ein fortwährendes Erneuern. Es ist manchmal nicht einfach ein Gebet und dann ist alles anders. Das gibt es auch, aber es ist meistens nicht so. Und ich merke, ich muss meine Gedanken immer wieder auf das ausrichten, was Gott für mich hat. Wenn du lernst Autofahren, sagen sie dort, wo du hinschaust, fährst du hin. Und ich glaube, in unserem Leben ist es manchmal ganz ähnlich. Auf das, wo wir unsere Gedanken richten, auf das
ist unser Fokus, auf das steuern wir hin mit unserem Leben. Und wenn wir Gottes Nähe suchen, unsere Gedanken auf ihm haben, das ist der Punkt 3, dann kann er anfangen, uns zu verändern. Dann fängt etwas an in unserem Herzen passieren. Herzensveränderung passiert in der Begegnung mit Jesus. Wenn wir ihn immer wieder suchen, wenn wir immer wieder die Momente suchen, wo wir ihn begegnen können. Das kann ein Gottesdienst sein. Aber ich glaube, in dem Sinne, wenn nur der Sonntag der Tag ist, wo man Gott begegnet, dann ist es zu wenig. Wir müssen jeden Tag dem Gott begegnen. Den Heiligen Geist einladen und ihm sagen, da, du hast Raum in meinem Leben, nimm den Raum ein. Und je mehr wir uns dem ihm aussetzen, desto mehr kann er uns verändern. Je mehr, dass wir ihn in unser Leben einbeziehen. Vielleicht jeden Morgen. Vielleicht musst du eine Gebetsliste machen und sagen, für das und das und das würde ich jeden Morgen beten. Weil, wenn du es nicht aufschreibst, vergisst du es vielleicht nach 2 Tagen wieder. Ich merke in der Gegenwart von Gott, zum Beispiel in so einem Setting wie hier in einer Predigt, fällt mir das mega einfach. Aber meistens wird es schwierig im Alltag. Am Morgen nach dem Aufstehen vielleicht. Und ich glaube, wenn wir so mit Jesus unterwegs sind, dann wird es plötzlich einfacher, zum Täter zu werden. Und ich glaube, das gehört trotzdem auch mit dazu, oder? Abwarten, bis wir das Gefühl haben, jetzt bin ich völlig verändert, das ist meistens eine schlechte Strategie. Jesus hat seine Jünger ausgesandt, die schon mitten in dieser Zeit, wo er mit ihnen unterwegs war, hat ihnen gesagt, hey, geht, probiert es aus. Ohne Druck, aber geht, Schritt für Schritt. Ich möchte schließen mit dem 2. Korinther 3,18. Ich finde, Paulus tut es da so ein Stück weit wie zusammenfassen. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit Gottes. Wir sind seine Herrlichkeit. Wir müssen immer wieder eintauchen und in die Herrlichkeit hineinkommen. Wir sehen sie wie in einem Spiegel und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Wenn wir auf ihn schauen, kann er unser Herz verändern. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Darum sind zum Beispiel auch die Früchte vom Heiligen Geist, die im Galater 5, 22 und 23 die Rede ist. Es sind Früchte, sie wachsen. Es macht nicht einfach plopp und dann ist es da, sondern es wächst. Es ist ein fortwährendes Umgestaltet werden. Und wir möchten jetzt so eine Zeit haben, wo wir eben dem Gott in dieser Herrlichkeit begegnen können, im Worship. Wo wir gemeinsam vor ihn kommen. Und ich möchte beten, dass wir in dieser Zeit uns nach dem ausstrecken können. Dass wir den Druck und all die Sachen loslassen können und Gott sagen, hey, es ist meine Sehnsucht, es ist mein Herzenswunsch, so zu werden. Und ich möchte meinen Fokus auf dich richten. Kommen wir stehen auf. Ich bete. Und wenn du das möchtest, dann bete innerlich mit. Ja, Jesus, Herzensveränderung ist wirklich etwas so schwierig ist, wo man nicht einfach selber können. Aber ich möchte mich immer wieder auf dich ausrichten und dich anschauen und mich von dieser Sehnsucht anstecken lassen, mehr werden so wie du. Jesus, ich wünsche mir, dass wir Kirche sind, die das als Gesamtes macht, jeder Einzelne. Und wir uns immer wieder nach dir ausstrecken und sagen, ich möchte mehr so werden, wie du bist. Und dass es nicht ein Krampf wird, nicht ein Müssen und dass wir nicht einfach Verhaltensänderung betreiben, sondern dass wir dir wirklich unser Herz angeben und sagen, Jesus, ich möchte auf dich schauen, bitte, da ist mein Herz, verändere es. Du weißt genau, wo das noch so nicht ähnlich ist wie dies. Und wir strecken uns aus, Jesus, als Kirche. Und möchten auf dich schauen, jetzt in dieser Zeit vom Worship. Und uns von dir verändern lassen. Und Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du durch unsere Reihe durchgehst, dass du daheim bist in den Stuben, wo wir sind. Und dass du unsere Herzen berührst. Du die fortwährende Erneuerung vorantreibst. Und das darf passieren. Amen. Ich merke, wenn der Heilige Geist in meinem